Der 9-jährige Maxim spielt seiner Großmutter ein Stück auf dem Klavier vor. Jeden Tag um die gleiche Zeit rufen er und sein Bruder Cyril diese via FaceTime an. Die Oma ist einsam. Ich bin allein. Ich träume, einen Kaffee trinken auf der Terrasse mit einer Freundin. Für viele Großeltern, ihre Kinder und Enkel ist es diese Tage tröstlich und wichtig, diese Verbindung zumindest auf digitalem Weg aufrechterhalten zu können. Und was machst du jetzt? Was machst du jetzt gerade im Moment? Alle sind gleichermaßen gezwungen, sich mit der Situation zu arrangieren, diese neu zu gestalten. So musste auch Personal Coach Sandy Hager von einem Tag auf den anderen ihr Leben umkrempeln. Sie hat aus der Not eine Tugend gemacht und streamt ihr tägliches Training über Instagram zu ihren Schülerinnen und Schülern direkt nach Hause. Ich möchte euch ein bisschen Freude in die Wohnung hineinbringen, weil es tut auch mir gut. In dieser krassen Zeit. Ich hoffe, ihr seid alle gesund, es geht euch einigermaßen gut. Schnell und unkompliziert hat sich Hager die nötigen technischen Grundkenntnisse für diese Form von Dienstleistung angeeignet. Und wenn es da und dort zu kleinen Pannen kommt, ist das kein Unglück. Im Gegenteil. Dann laufen natürlich Kinder durchs Bild, die Katze, der Mann ist im Hintergrund, manchmal am Kochen und so. Aber ich finde, ja, es soll authentisch sein, es soll ja zeigen, wie es jetzt einfach so ist, wie die Situation bei allen daheim ist. Gemeinsam mit Kindern und Nachbarskindern und gleichzeitig mit bis zu 100 anderen Privathaushalten kämpft man sich durchs Workout. Das schweißt zusammen. Ich finde es auch mega cool, ist es halt gerade live, weil man weiss dann so, ey, die anderen sind jetzt auch gerade dran und es motiviert einem irgendwie mehr, wirklich die Übung fertig zu machen. Das Wissen um die anderen genügt für den Gemeinsinn. Und darum spricht die Psychotherapeutin Dania Schiftan zurzeit lieber von der Physical Distance statt der sozialen und betont nicht nur den Verlust, sondern auch den Gewinn dieser außerordentlichen Zeit. Man kann zum Beispiel Cocktail-Dates mit seinen Freundinnen machen, wo man sich verabredet und dann gleichzeitig eben trinkt, zum Beispiel. Und auch so kann man wirklich Freundschaft und Kontakt kreativ umsetzen, was ich eben echt den Eindruck habe, wenn wir das so weiterführen können, dann muss nicht der Fokus sein auf dem, was uns gestibitzt wird, sondern wir können eine Erweiterung von unseren Möglichkeiten machen und merken, dass das viel, viel reicher noch werden kann. Sich online auf Zoom oder via Skype auf einen Apero verabreden, das ist diese Tage angesagt. Schön, euch zu sehen! Ja! Mega cool! Es scheint jetzt die Zeit, digitale Möglichkeiten voll auszuschöpfen. Chin Chin! Bis morgen!